Das Stille, meine Damen und Herren, dieses Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit, den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Schauen wir uns doch zunächst die heutigen Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, unterhält sich mit muslimischen Gelehrten aus Malaysia, Schweden und den USA. Das tibetische Parlament verabschiedet eine Resolution der Dankbarkeit an die emeritierte Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi. Schweizer Nationalrat billigt außerordentliche humanitäre Aktion, ein Schritt näher an der Hilfe für Tibeter ohne Papiere. Japanische Sangha-Mitglieder veröffentlichen Erklärung, in der sie die chinesische Einmischung in tibetische Religionsangelegenheiten verurteilen. Lehrer von tibetischen Wochenendschulen in Nordamerika erhalten Workshop über SEE-Lernen. Start der Fußballmannschaft der tibetischen Gemeinschaft von Australien, TCA. Das Bürgermeisteramt von Saint-Chaffrey hisst die tibetische Nationalflagge. Delegation der deutschen Gruppe der Liberalen International besucht das tibetische Exilparlament. Am Montag dieser Woche traf seine Heiligkeit der Dalai Lama mit einer Gruppe von muslimischen Gelehrten aus Malaysia, Schweden und den USA zusammen. Während dieses kurzen Treffens sprach seine Heiligkeit über die Förderung der religiösen Harmonie als eine seiner 4 Hauptverpflichtungen für eine friedliche und mitfühlende Welt. I always say, we human being. I never say only Buddhist. All human being. We are human brothers, sisters. We are same. And world, one planet. We have to live together. So biologically, we all brothers, sisters of this world. So no reason quarrel in the name of religion. Religion comes later. At the time of birth, no religion. Now religion, essence same. And if you accept religion, it's good. If you not accept religion, still you are human brothers, sisters. We have to live together. Das tibetische Exilparlament verabschiedete am 4. Tag der Haushaltssitzung einstimmig eine offizielle Resolution des Dankes an die emeritierte Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi, die eine der ältesten und beständigsten Freundinnen seiner Heiligkeit des Dalai Lama und Tibets ist. Die tibetischen Gesetzgeber dankten der emeritierten US-Kongresspräsidentin für die Stärkung des überparteiischen Engagements für die Sache Tibets im US-Kongress und lobten ihre furchtlose Führung, ihr Engagement und ihre unnachgiebige Beharrlichkeit bei der Verteidigung von Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie für die von China unterdrückten Menschen. Die ehemalige Sprecherin war im November letzten Jahres von ihrem Amt zurückgetreten, nachdem sie das US-Repräsentantenhaus mehr als 2 historische Jahrzehnte lang geführt hatte. Der Schweizer Nationalrat hat am Donnerstag vergangener Woche eine Motion für außerordentliche humanitäre Maßnahmen für Asylsuchende, insbesondere für Personen, die Nothilfe aus altrechtlichen Asylverfahren erhalten, verabschiedet. Die Motion wurde mit 100-81 Stimmen bei 5 Enthaltungen gutgeheißen. Die Motion zielt darauf ab, eine Lösung für 3000 abgewiesene Asylsuchende zu finden, zu denen auch TibeterInnen gehören, die unter dem alten Asylverfahren der Schweiz stehen. Das neue Asylverfahren ist seit dem 1. März 2019 in Kraft und die Motion will allen abgewiesenen Asylbewerbern, die ihr Gesuch vor dem 28. Februar 2019 eingereicht haben, helfen. Die Motion wurde am 16. März 2021 von Nationalrätin Marianne Steif-Feller, die auch Mitglied der Parlamentarischen Unterstützungsgruppe für Tibet war, initiiert und von Ständerat Niklaus Samuel Gugger, dem aktuellen Co-Präsidenten der Parlamentarischen Unterstützungsgruppe für Tibet, am 16. März dieses Jahres eingereicht. Der Abgeordnete Tinde Chütgi begrüßte die Verabschiedung der Motion und dankte den Parlamentariern für ihre Unterstützung.
die Gesellschaft für schweizerisch-tibetische Freundschaft, die Tibetische Gemeinschaft der Schweiz und Liechtenstein, der Tibetische Frauenverein Schweiz und der Tibetische Jugendverband in Europa hatten gemeinsam eine Petition mit über 3000 Unterschriften organisiert, die am 10. März 2021 an die Schweizer Regierung übergeben wurde und eine humanitäre Lösung forderte. Suba Sangha, eine Vereinigung von überparteiischen japanischen buddhistischen Sangha-Mitgliedern, verurteilte die anhaltenden religiösen Repressionen in Tibet und die heimtückische Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas, die behauptet, die Reinkarnation hoher tibetischer Lamas einschließlich der Reinkarnation des 14. Dalai Lama auswählen zu können. Die Erklärung wurde am 10. März veröffentlicht und während der Feierlichkeiten zum 64. Jahrestag des tibetischen Nationalaufstands am 11. März in Tokio verlesen. Kobayashi Shuei und Ono Jokan von Suba Sangha besuchten das Verbindungsbüro Seiner Heiligkeit des Dalai Lama und übergaben die Erklärung offiziell dem Repräsentanten Dr. Arya Tseongyabo. Dieser dankte den Delegationen des Suba Sangha für die Erklärung und für ihre fortgesetzte Unterstützung des Kampfes der Tibeter für Frieden und Gerechtigkeit. Ähnliche Erklärungen wurden im vergangenen Jahr von der Japanischen Buddhistischen Konferenz für die Weltföderation und im letzten Monat von der Tibet Support Group Japan abgegeben. Das Tibet-Büro Washington D.C. und die Tibetan Association in Northern California, TNC, haben vom 17. bis zum 19. März gemeinsam einen Workshop zum Thema SE Learning für Lehrer von 18 tibetischen Wochenendschulen in Nordamerika organisiert. Die Ausbilder für diesen Workshop wurden von Geshe Lobsang Tenzin-Neki, geschäftsführender Direktor des Zentrums für kontemplative Wissenschaft und auf Mitgefühl basierende Ethik an der Emory University, Tsundu Sampe, leitender Dolmetscher an Emory University, Denzi Chiminua und Denzi Nobunanse, erfahrene Lehrer aus Los Angeles, geleitet. An der Eröffnung des dreitägigen Workshops nahmen der Repräsentant Dr. Namgyel Chudup, der tibetische Verbindungsbeamte Kunga Dashi, der TNC-Vorsitzende Jimba Thachin und der Schulleiter von Namchökye Gesangdoji teil. Die weltweite Initiative von SE Learning basiert auf der Anleitung Seiner Heiligkeit des Dalai Lama zur Förderung einer ganzheitlichen Bildung von Herz und Geist. In Anwesenheit des Repräsentanten Garma Singye vom Office of Tibet Canberra hat die tibetische Gemeinschaft Australiens am Freitag letzter Woche ihr Fußballteam offiziell vorgestellt. Die australische tibetische Gemeinschaft schickt ihr Team zum ersten Mal zum Gyum Chimu Memorial GCM Gold Cup, der im Juni dieses Jahres in Dharamsala stattfinden wird. Als Ausdruck der engagierten Unterstützung für die Sache Tibets organisierte das Bürgermeisteramt von Saint-Chefrey am Montag dieser Woche eine Zeremonie zum Hissen der tibetischen Nationalflagge. Der Koordinator des Tibet-Büros in Paris, Thupten Tsering, und Garma Tinle, der Präsident der tibetischen Gemeinschaft in Frankreich, nahmen an der Flaggenhissung teil und unterhielten sich mit den tibetischen Einwohnern von Grenoble. Eine Delegation der deutschen Gruppe der Liberalen International besuchte am Mittwoch dieser Woche das tibetische Exilparlament. Die Delegierten wurden von der stellvertretenden Parlamentspräsidentin Duma Tsering Dekang in der Halle des Ständigen Ausschusses empfangen. Die stellvertretende Sprecherin informierte sie über die düstere und alarmierende Menschenrechtslage in Tibet. Die Delegierten verfolgten die Haushaltssitzung des tibetischen Exilparlaments, wo sie mit Beifall empfangen wurden. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.